Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, zum Spiel in Dortmund, 3:2 gewonnen. Ja, ich nehme es mal vorweg, in meinen Augen verdienter Sieg. Es war ein gutes Spiel, es war ein spannendes Spiel. Ja, was heißt spannend, aber es war ein gutes Spiel, interessantes Spiel. Es war teilweise ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, aber bevor wir da genauer, oder ich, meine persönliche Meinung, da genauer drauf eingehe, gucken wir eben kurz zusammen auf die Statistiken und dann kann ich nämlich die Brille abnehmen, dass ich euch hier nicht so zublende. Gut. Wie schon sagte, 3:2. Ja, das Spiel hätte auch, keine Ahnung, 4:6 ausgehen können. Von daher, es war wirklich ein super Spiel zum Angucken. Ich denke, eine super Werbung für die Bundesliga. Gut. Ballbesitz 50,9 zu 49,1. Abseitsstellung 4:4. Fouls 15:7. Zweikämpfe 51,48. Schüsse gesamt 15:14. Schüsse aufs Tor 5:7. Ecken 4:3. Flanken 12:21. Ja, ich denke, spiegelt das ganz gut wider. Es war halt schon ausgeglichen. Ja, aber wir waren definitiv zielstrebiger und nach vorne. Waren in meinen Augen heißer auf die Tore, auf den Sieg, wie die Dortmunder. Das hat den Dortmundern so ein bisschen gefehlt, finde ich. Klar hatten sie auch noch 2, 3 große Chancen. Ja, aber wenn man mal guckt, was wir noch alles hatten. Zweimal irgendwelche Millimeterentscheidungen mit dem Videoschiedsrichter, im Pfostenschuss von Coman und ja, sonst noch 1, 2 sehr gute Chancen. Also, wie ich schon sagte, in meinen Augen verdient, aber wir gehen da gleich mal ein bisschen genauer drauf ein. Gewonnene Zweikämpfe. Hernandez 8, Müller 7, Coman 7. Stärker Zweikämpfer. Laut Sky war auf jeden Fall bei uns Goretzka. Der für mich auch ein super Spiel gemacht hat. Gefoult worden, interessiert uns nicht, wie immer. Ballkontakte, Müller 77, Saar 76, Hernandez 69. Daran sieht man schon, dass wir nicht ganz so viel Ballbesitz hatten wie sonst. Schüsse insgesamt, Coman 3, Alaba 2, Levi 2 und Torschussvorlagen, Müller 5, Hernandez 2, Boateng 1. Damit können wir auch die Statistikseite hier abschließen, denke ich. Ja, wie ich schon sagte, in meinen Augen haben wir ein gutes Spiel gesehen. Ein interessantes Spiel. Mit... Ja, also fangen wir anders an. Erste Halbzeit fand ich sehr ausgeglichen. Ja? Gerade die erste Viertelstunde war so abtasten so ein bisschen, war taktisch schön anzusehen. Ansonsten fand ich erste Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe, wobei wir, muss man sagen, dann so ab der 25., 28. Minute rum haben wir das Spiel im Griff gehabt. Ja? Wir waren dominanter, wir haben auch viel mehr Ballbesitz gehabt und haben uns so Halbchancen rausgespielt. Das Tor von Dortmund fiel dann aus dem Nichts. Also in der Phase, wo wir klar besser waren in meinen Augen. Klar, dann haben wir den Freistoß. Mit ein bisschen Glück ist er dann reingegangen, weil abgefälscht war. Das hat uns ein bisschen gerettet, muss man fairerweise sagen. Obwohl wir eigentlich eine gute Einstellung haben. Also ich denke, wir wären dann auch nach der Pause nochmal zurückgekommen. Gerade in so einem Spiel, da sieht man schon, dass die Mannschaft da ein bisschen anders zu Werke geht, als wie gegen Köln oder sowas zum Beispiel. Von daher, aber es war schon wichtig und dann war es natürlich auch wichtig, dass es 2:1 kurz nach der Pause gemacht haben. Ja, das 3:1. Leroy Sané habe ich nicht ganz verstanden, warum man so spät erst reinkam. Wobei ich es auch nicht verstanden habe, dass er den Coman rausgenommen hat. Coman war für mich um Längen besser wie der Gnabry. Der Gnabry war für mich heute richtig schlecht. Was heißt richtig schlecht, aber... Also richtig schlecht, ja, war eigentlich nur der Saar. Wie ich fand. Dem würde ich eine Note 4 geben. Alles andere habe ich heute keine 4 gesehen. Wenn man von richtig schlecht redet, redet man da auf einem anderen Level, ja. Wie ich schon sagte, ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gesehen, sehr gute Werbung für die Bundesliga. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, ich hatte nie das Gefühl, ja, am Anfang, so die erste Viertelstunde, ersten 20 Minuten,
war es ein bisschen unsicher. Vor dem Spiel war ich mir auch unsicher. Aber spätestens ab der 25. rum habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, irgendwie, dass wir da nicht mindestens einen Punkt mitnehmen. Und auch nach dem 3-2, ja, hat man einfach den Unterschied gesehen, ja. Wie clever wir sind, wie viel Erfahrung wir auch auf dem Platz haben. Das geht Dortmund halt so ein bisschen ab, ja. Auch klar, wenn sie da Erfahrung haben mit dem Reus, mit dem Hummels hinten und so weiter. Aber ja, sie haben sich keine Chance mehr rausgespielt, wirklich, ja. Gut, das eine Ding vom Reus, den kann man halt mit ein bisschen Glück auch mal machen. Aber ansonsten, also ich persönlich hatte jetzt nicht das Gefühl so, ja, die Dortmunder wollen doch unbedingt, glauben unbedingt dran. Bei dem einzigen, wo ich das Gefühl hatte, war ich beim Haaland. Ja, das war aber auch schon in dem ersten Spiel so gegen uns. Ansonsten habe ich da nie das Gefühl, dass dann so der letzte Wille da ist irgendwo. Klar, die waren besser wie sonst immer in den Spielen gegen uns, ja. Man hat gesehen, dass sie schon wollten. Gerade so die ersten, ja, die erste Halbzeit war halt auf Augenhöhe. Aber da hat man dann auch gesehen, welche Klasse wir haben, wenn wir wollen. Weil, wie gesagt, wir hatten das Spiel dann so ab der 25. in meinen Augen im Griff. Ja, ich habe dann gerade noch irgendwie 5 Minuten länger geguckt nach dem Spiel. Dann hat sich noch der Hummels dahingestellt und der Akanji. Und haben dann davon geredet, ach ja, ja, es war ja jedes Tor abgefälscht und wir haben ja so viel Pech gehabt heute. Ja, fand ich ein bisschen... bisschen lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Aber das zeigt halt, wie die Dortmunder so ticken. Wisst ihr, wie ich meine? Dann stellt man sich halt dahin und sagt, jo, wir haben verloren. Wir haben genug Chancen gehabt, wir hätten genug Tore machen können. Wir haben aber auch hinten viel zu viel zugelassen. Und nein, dann fangen sie da an so, ja, aber der war ja leicht abgefüllt. Ich hätte noch leicht mal Kopf touchiert. Schwierig, also ich denke, wir haben auch noch genug andere Chancen gehabt. Allein die 2 Abseitstore. Das zweite war so ein halber Schritt im Abseits, ja. Ja, aber auch aus der Bewegung raus, ey. Wenn du ein Frame vorher stoppen würdest, ja, wo der Ball auch schon am Fuß beim Tolisso ist, dann wäre es andersrum. Dann wäre der Schritt nicht da vorne. Und genauso beim ersten Tor, Alter, das Knie, die Kniescheibe. 1 Millimeter von der Kniescheibe war im Abseits. Er hat das Tor noch niemals mit dem Knie gemacht. Also lächerlich, Leute, wirklich lächerlich. Das würde ich aber auch so sagen, wenn es auf der anderen Seite wäre, ja. Diese ganze Videoscheiß-Schiedsrichter-Kacke da, Leute. Ey, es ist zum Kotzen, ehrlich. Es ist zum Kotzen. Wirklich. Also, im Zweifel für den Stürmer gibt's gar nicht mehr, ne? Also, und, ja. Ich meine, wenn es klares Abseits ist, ja. Wenn es eine klare Fehlentscheidung wäre. Super. Bin ich voll dabei. Dafür ist das Ding, ist der Videoschiri da, ja. Weil das gab es ja in der Vergangenheit, dass ein Spieler Meter im Abseits stand oder sonst was war, ein Foul vorher oder so ein Scheiß. Alles gut. Aber, Leute, es war noch nicht mal 1 Millimeter. Wahrscheinlich hat er einen Pickel auf der Kniescheibe gehabt, Alter, und deswegen war es dann ein Abseits-Tor. Also, das ist wirklich lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Das war keine Werbung für den Fußball, diese Szenen. Also, und ich denke, man hat es beim ersten Tor ja auch gemerkt, ja. Das ganze Prozedere hat ungefähr 3 Minuten gedauert. Und das ist, wie ich sagte, wenn du ein Frame zurückspringen würdest, wäre es genau umgekehrt. Und gerade beim zweiten Tor, das Bild, was wir da gesehen haben, ja, da war er diesen 20 cm im Abseits. Aber wie gesagt, würdest du da ein Frame nach vorne, nach hinten gehen, wäre es genau umgekehrt, weil die beide gegenseitige Bewegung hatten. Ganz schwieriges Thema. Ich meine, es hat keinen Einfluss gehabt jetzt für uns. In dem Sinne, obwohl es natürlich zweimal für Dortmund gespielt hat, aber darum geht es gar nicht. Diese ganze... Ja, ich habe mich noch niemals gefreut beim 1-0, was halt so knapp war. Es war klar, dass da der Videoschiri kommt und wir hatten da in letzter Zeit so viel Pech in Anführungsstrichen, wo es so knapp angeblich abseits wäre. Ich finde es dann immer bedenklich, wenn der Videoschiri allein schon 3 oder 4 Minuten braucht. Daran siehst du schon und ja, da muss man da Bilder hin und her schieben, dass es dann irgendwie 1 Millimeter im Abseits oder nicht im Abseits ist. Ist halt einfach lächerlich, ja. Verstehe ich nicht. Das ist so die Sache, die das Spiel ein bisschen getrübt hat. Ja, ansonsten waren wir
erste Halbzeit, vielleicht erstmal ein Wort zum Alaba. Alaba hat, ja, erste Halbzeit war er nicht gut. Ich weiß nicht, wann es war, 15., 17. oder sowas. Ja, ich meine, er ist Innenverteidiger. Ist dann über außen bis zum anderen 16er und die Dortmunder haben gekontert und es war klar, dass es so kommt und dann stand da hinten Boateng und Müller. Müller, ja. Da waren die Dortmunder halt einfach zu unfähig, das muss man fairerweise so sagen, da hätte es schon klingeln müssen, ja. Das geht nicht. Also wenn ich ein Innenverteidiger bin, Alter, kann ich nicht da wie ein Berserker nach vorne rennen und vorne am 16er stehen und dann da den Ball verlieren und da stehen bleiben. Ich weiß noch nicht mal, ob er stehen geblieben ist, aber er kam ja nicht mehr zurück. Keine Chance. Die Dortmunder haben so gut gespielt, schnell gespielt nach vorne. Und dann war da ein Boateng und ein Müller. Leute. Das geht nicht, Alter. Das ist, man hat heute richtig gesehen, dass Alaba kein Innenverteidiger ist, in meinen Augen. Er hat gegen den Haaland keinen Stich gemacht. Keinen Stich. Zum Glück war der Haaland oft genug, war er auf der Seite von Boateng. Aber wenn der Haaland mal gegen Alaba war, hat der Alaba keinen Stich gemacht. Ja. Ich meine, der Haaland ist ein Stürmer, der weiß das, der hat einen Körper, den er einsetzen kann. Und ja, man hat es gesehen. Da hat der Alaba keinen Stich gemacht. Und das ist halt, was ich die ganzen Wochen meine. Ja, warum spielt er nicht als Linksverteidiger? Der hätte auch heute, wo es der Hernandez echt gut gemacht hat, auch nach vorne, muss man echt sagen. Die letzten Spiele super, ey. Super, er wird richtig offensiv und ja, ich sehe es trotzdem immer noch so, dass die beiden die Rollen tauschen sollten. Ich meine, es ist gut gegangen heute. Trotzdem, die letzten Spiele hinten und ich möchte sich nur am Alaba festmachen. Ich meine, er war danach, also zweite Halbzeit war er okay, ja, war er stark. Das Freistoßtor, ja, der war abgefälscht, da war ein bisschen Glück dabei, alles gut. Ja, aber es war keine herausragende Leistung. Aber habe ich auch nicht erwartet, weil ich habe es ja vor dem Spiel schon gesagt. Also der Haaland gegen Alaba, da sieht der Alaba einfach kein Land. Und das hat er nicht. Der Boateng hat es gut gemacht. Klar musste der Boateng dann zweimal im Laufduell. Ja, da hat er sich natürlich auch wieder wehgetan. Man hat es gesehen, ja. Dass er da riesen Nachteile hat, keine Frage. Aber er hat es ja gut rausgerissen. Ja, und dann kam der Xavi. Und wo der Xavi kam, war da ein bisschen mehr Stabilität drin. Der Bouna Sarr, ja, war der Einzige, der heute richtig abgefallen ist. Hätten die Dortmunder das ein bisschen, ich meine, sie haben es schon die ganze Zeit versucht, über links zu spielen. Hätten sie das konsequenter getan, hätten sie viel, viel mehr Chancen noch gehabt. Der war leider, also das war nicht Bundesliga-tauglich. Der war leider komplett überfordert. Wo da Martinez auf dem Feld war, war es ein bisschen besser. Keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall war er da dann ein klein wenig sicherer. Ich weiß es nicht. Aber vorher, also was der teilweise für Pässe gespielt hat, wie er schlecht stand. Die Zweikämpfe waren noch okay eigentlich einigermaßen, aber er stand halt oft schlecht. Wobei man auch wieder sagen muss, er stand auch oft gegen zwei hinten alleine. Ne? Das war auch wieder so ein Problem. Dasselbe Problem, was der Pavard auch die letzten Wochen hatte. Obwohl ich fand, dass Coman eigentlich schon mit nach hinten gearbeitet hat. Aber da wäre noch mehr gegangen, ja. Da wäre noch mehr gegangen. Und auch gerade so ein defensiver Mittelfeldspieler wäre da gut gesehen gewesen auf der Seite. Wobei man sagen muss, dass der Goretzka schon echt stark gespielt hat. Goretzka war für mich so neben Hernandez eigentlich so mit der beste Mann. Hat viele Löcher gestopft, auch nach hinten hin. War nicht ganz so offensiv, aber alles, was halt auch mit Tempo und mit Zug dann mal ging. Gerade erste Halbzeit ging von Goretzka aus. Ne? Ja, vielleicht lag es einfach ein bisschen am Kimmich, dass der Kimmich verletzt raus ist. Wo wir noch nicht wissen, was es ist. Es sah auf jeden Fall nicht gut aus. Ich denke, das wird wieder irgendwie, ja, wenn wir Glück haben, sind es nur 6 Wochen. Wenn es Pech ist, ist es wieder so eine halbe Jahr Verletzung. Muss man einfach mal abwarten. Ja, Tolisso war dann kalt rein, erste Halbzeit, das hat man gemerkt, da war gar nichts, lief gar nichts zusammen, zweite Halbzeit war es okay. Ja, es war okay. Ja, wie gesagt, der Bouna Sarr war für mich, also ich hätte ihn ausgewechselt.
Zum Glück hat er sich die letzte Viertelstunde wirklich gefangen. Aber vorher, ja, alles was da über die Seite kam, war halt echt brandgefährlich und keine Ahnung, ich habe es nicht ganz verstanden, dass man, ich meine, wo der Javi dann da war, der hat da öfters mal ausgeholfen. Der hat es ein bisschen besser gemacht wie der Boateng, was die Sache anbelangt. War immer dann so zwischen, war ein halber Innenverteidiger und ein halb linker, halb rechter Außenverteidiger gefühlt, wenn man das gesehen hat. Hat wirklich gut gemacht. Ja, keine Ahnung. Nach vorne hin hat er seine Qualitäten, der Saar, keine Frage, aber auch so die Spiele, wo er drin war, war er nach hinten schon schwimmig und ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss er sich noch ein bisschen einleben. Ich meine, Hernandez war am Anfang auch nicht so. Schauen wir mal. Vielleicht macht er den Schritt. Aber heute, ja, war es nichts. Hätten die Dortmunder meiner Meinung nach besser ausnutzen können. Ansonsten haben die Dortmunder es ein bisschen versucht, teilweise uns mit unseren eigenen Waffen zu schlagen. Wer das verfolgt hat. Erstmal haben sie es so ein bisschen ZSK Moskau-mäßig versucht, ja. Einfach mal immer lang auf dem Haaland. Was sie dann aber auch versucht haben, sind die Diagonaldinger nach links außen hin. Das hat eigentlich, ja, das ganze Spiel über sehr gut geklappt. Wie ich schon sagte, der Saar war da ein bisschen überfordert. Ja, hätten sie da noch ein bisschen konsequenter den Saar bespielt, denke ich. Wäre ein bisschen mehr gegangen. Zum Glück haben sie es nicht getan. Ja, ansonsten war es das erwartete Spiel, ne? Ich meine, Dortmund hat eine gute Defensive. Dafür haben wir heute verdammt viele Chancen rausgespielt. Ich denke, die Dortmunder waren gut bedient mit den 3 Gegentoren. Es hätten durchaus 6 plus sein können. Klar, wir hätten auch locker 4 oder 5 kassieren können, ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber wie ich schon vor dem Spiel sagte, ich sehe lieber so ein 2-3, 2-4 wie ein 1-0, wo die Mannschaften hinten alle safe stehen und man keine Torchancen sieht. Ich denke, dafür haben wir heute ein super Spiel gesehen. Ja, das ist so meine Einschätzung. Ich denke, ich werde jetzt mal kurz hier die Spieler durchgehen. Neuer war heute fehlerfrei, auch wenn er einen komischen Ausflug mal wieder drin hatte. Würde ich eine 2 geben. Hernandez war für mich bärenstark. Hat auch zweimal hinten in höchster Not noch gerettet. Für mich auch eine 2. Yunusar, wie ich sagte, eine 4-. Keine Ahnung, ich hätte mir gewünscht, dass er den Richards bringt. Ich glaube nicht, dass der schlechter gemacht hätte in der Defensive. Zum Glück ist es einigermaßen gut gegangen. Boateng war für mich eine 3. Hat es gut gemacht gegen Haaland. Hat zweimal die Laufduelle verloren. Das letzte war da schon, ich meine, es war abseits, aber das war dann schon ein bisschen haariger. Ich weiß nicht, ob er da schon angeschlagen war. Das hat er nicht gut gemacht in der Situation. Und ansonsten hat er ein bisschen wenig den Saar unterstützt, fand ich. Aber wahrscheinlich war so die Prämisse vom Boateng, so wie es beim Haaland halt einfach. Und dadurch, ja, ist er halt nicht immer mit auf die Seite rausgerückt. Ne? Alaba, ja. Ja, eine 3. Ja, wie ich schon sagte, gegen Haaland hat er gar keinen Stich gesehen. Das ist für einen Innenverteidiger, das, ja, eigentlich wäre es eine 4. Also wenn man ihn auf den Innenverteidiger reduziert, auch die erste Halbzeit, der hat einen Fehlpass nach dem, nee, wir geben ihm eine 4, Alter. Ich kann ihm keine 3 geben. Wenn ich mich daran zurückerinnere, die erste Viertelstunde hat er 3 oder 4 Pässe gespielt, einfach blind nach vorne geprügelt, Alter. Da ist nicht ein Ball angekommen, die sind alle nach Dortmund gegangen. Hab ich nicht verstanden, Alter. Ist auch gar nicht eigentlich seine Spielweise. Ja, zweite Halbzeit war es besser, ja. Ja, geben wir ihnen 3- aufgrund dieses abgefälschte Tor. Ich denke, damit können wir alle leben. Erste Halbzeit war es wirklich schlecht. Auch zweite Halbzeit hat er, wie ich schon sagte, gegen Haaland keinen Stich gesehen. Ja, es ist einfach kein Zweikampfverhalten da. Ja. Einmal hat er gut abgegritscht, ja, stimmt. Das war auch zweite Halbzeit. Da hat er einen Stich gesehen, aber wenn der Haaland so angespielt wurde, was ich meine, wenn er den Ball annimmt, der Alaba keinen Stich gesehen. Müller, erste Halbzeit hat er mich zu Weißglut getrieben. Zweite Halbzeit war es okay. Aber ja, hat viel Laufwege gemacht. Wie gesagt, zweite Halbzeit war es echt gut von Müller. Erste Halbzeit fand ich es nicht so.
War viel Ausschuss drin, wie es bei Müller halt immer so ist, ja. Bin ich auch bei einer 3. Goretzka für mich eine klare 2. Wie ich schon sagte, hat erste Halbzeit gut angeschoben, wenn wir mal Zug nach vorne haben mussten. Und war nach hinten hin bärenstark, hat da oft gute Dinge rausgerettet. Gnabry war für mich so, ja, es war auch eine 4, Alter. Ich kann ihm keine 3 geben, also. Ja, er war teilweise, oder nach vorne hin ist er immer bemüht. Nach hinten war es so Larifari, beim Pressing war es auch so Larifari. Er ist wieder 3 oder 4 Mal einfach stehen geblieben. Dann hat er kurz angezogen bis zur Mittellinie, da ist er einfach stehen geblieben. Hat den einfach, ja, ich komme eh nicht, ich lasse den laufen. Macht der Hernandez, macht das schon. Zum Glück hat der Hernandez das dann gemacht, ja. Ja, fand ich nicht in Ordnung. Macht der Gnabry schon immer. Ich weiß nicht, warum der Flick an ihm festhält. Erst recht nicht heute, also ich hätte ihn zur Halbzeit, allerspätestens zur 60. hätte ich mir gewünscht, dass er Sané kommt. Warum man Coman dann rausgenommen hat, weiß ich nicht. Coman war für mich viel, viel besser im Spiel. Hat ja auch den Pfostenschuss dann gehabt. Aber hat auch sonst viel, viel mehr... Also erste Halbzeit waren sie beide gleich befriedigend, sag ich mal. Aber zweite Halbzeit war der Coman für mich viel, viel besser im Spiel wie der Gnabry. Keine Ahnung. Den Wechsel habe ich nicht wirklich verstanden. Hätte ich mir anders gewünscht. Der Kingsley hätte auch noch auf links gehen können. Da hat er sonst auch immer gespielt. Und dann wäre der Sané genau da gestanden, wo er dann auch gestanden ist. Meine Meinung. Ansonsten hätte man natürlich auch noch den Costa bringen können. Für den Gnabry in der 70. Das wäre einfach auch nochmal frischer Wind gewesen. Ja gut. Wollte der Flick nicht, warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Gnabry gesehen habt. Ich sehe den immer ein bisschen kritisch. Vielleicht sehe ich das auch zu kritisch. Aber mir hat die Arbeit nach hinten nicht wirklich gefallen. Ja, und wie ich schon sagte, was die Dortmunder dann halt gemacht haben, sie haben halt die rechte Seite angespielt. Wenn der Gnabry dann stehen geblieben ist, haben sie den Ball auf der rechten Seite gehabt. Und haben halt den FC Bayern kopiert und haben den Diagonalball nach links gespielt. Ja. So, dass wir erstmal auf der rechten Seite waren, dann nach links rüber. Das ist ja, was ja eigentlich unsere Spielweise ist. Das haben sie ganz gut gemacht. Gut, Kimmich, ja. Auch da, ja. Ich würde sagen, das Ding geht zu 80% auf den Gunnar Saar. Das war zum Beispiel einer dieser Pässe, ja. Aber das Ding hat er hinten auch gemacht. Ja, er spielt dann auch hinten den Mann an, der da von 5 Dortmundern umringt ist. Habe ich nicht verstanden. Auch den passte auf den Kimmich, der war einfach scheiße. Die Verletzung war völlig überflüssig. Der Kimmich hatte keine Wahl mehr, er musste faulen. Hätte Haaland sich hingeschmissen, hätte er wahrscheinlich sogar rot gesehen. Wäre es eine Notbremse gewesen. Es war zwar weit weg vom Tor, aber wäre halt durch gewesen. Wäre nicht in Straucheln gekommen, wäre er durch gewesen, ja. Ja, das ist schade, sehr schade. Das hätte man viel, viel besser lösen können. Er hätte den Ball bis zum Neujahr zurückspielen können, der Gunnar Saar. Und dann wäre alles gut gewesen. Habe ich nicht wirklich verstanden. Gerade weil man ja auch weiß, dass die Dortmunder dann da versuchen, auch rauszupressen. Ja, ist ja logisch. Bisschen schade, bis dahin fand ich ihn Kimmich gut. Wobei man auch sagen muss, er war ständig. Die Dortmunder haben sich schon auf den Kimmich konzentriert, ja. Kimmich hatte selten aber das haben sie schon in dem ersten Spiel auch gemacht. Dass sie den Kimmich immer direkt gepresst haben. War aber gar kein Problem. Dafür hatte der Goretzka jede Menge Freiräume, die er auch super genutzt hat, in meinen Augen. Ja, von daher würde ich sagen, Kimmich war eine 3. Man kann es nicht wirklich beurteilen, ja. Coman war für mich definitiv eine bessere 3. Ich habe es nicht verstanden, den Wechsel, habe ich ja gerade schon gesagt. Und Levi war eine 2. Levi war heute heiß, Levi hat Bock gehabt, Levi hat eigentlich 3 Tore gemacht. Ja, ich meine, wir müssen nicht drüber diskutieren, es war ein Millimeter im Abseits, ja, wenn man dieses eine Bild sieht. Wie ich schon sagte, wenn du ein Frame nach hinten gehst, sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber es ist nun mal so. Das ist die heutige Zeit des Fußballs. Kann man mögen oder nicht, ich mag sie nicht. Ansonsten Tolisso, ja, wie ich schon sagte, die erste Halbzeit, dann die 10 Minuten, die auf dem Platz war, er war kalt, komplett, ja. Da hat er das eigentlich noch ganz gut für gemacht, fand ich. Zweite Halbzeit war er dann schon im Spiel drin, war okay.
Ja, aber es war jetzt nicht sein bestes Spiel, war wohl, ich würde eine 3 sagen. Also er konnte Kimmich nicht so 1:1 ersetzen, aber das ist natürlich auch schwer aktuell. Javi Martinez, Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Absoluter Lieblingsspieler von mir und ich denke, hat super gemacht, ja. Kam rein, Innenverteidiger, wie gesagt, wo der Martinez drin war, war viel mehr Ruhe da hinten. Ich weiß nicht warum, aber der Bouna Sarr war gefühlt dann auch gleich 15% besser. Wie ich schon sagte, Martinez ist auch immer so ein bisschen mit nach außen gerückt, hat da viele Löcher gestopft. Ja, das ist ja immer, was ich sagte, der Martinez kann auch einen Innenverteidiger sehr gut spielen, ne? Und das hat er heute gezeigt, hat mir sehr gut gefallen. Leroy Sané brauche ich nichts zu sagen, ich hätte mir gewünscht, dass er da, zur Halbzeit kommt. Für den Gnabry hat nochmal richtig Schwung gebracht. Ich fand es schade, wie ich auch schon sagte, dass er Coman rausgenommen hat. Coman war für mich ja einfach stärker wie der Gnabry. Ansonsten, ich sehe gerade, die Dortmund haben auch nur 3-mal gewechselt. Dürfen wir nicht mehr 5-mal wechseln oder was? Ich hätte mir noch gewünscht, dass der Flick nochmal den einen oder anderen Wechsel getätigt hätte. Aber ich bin mir da jetzt gerade unsicher. Aber eigentlich war doch die... Ja, die Verbände konnten das selber entscheiden. Ich weiß nicht, ob der DFB da jetzt irgendwas entschieden hat. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten hätte ich mir halt einfach nochmal, wie ich schon sagte, den Costa für Gnabry gewünscht, definitiv. Ja, ansonsten konntest du auch nicht mehr viel wechseln. Man hätte auch Musiala mal reinbringen können für Gnabry. Das war jetzt... Ja, das war meine Meinung, Leute, zu dem Spiel. Wie ich schon sagte, war ein interessantes Spiel, war teilweise ein Spiel auf Augenhöhe, erste Halbzeit zumindest. Zweite Halbzeit, ja, die Dortmunder hatten mal so 10 Minuten, wo sie ein bisschen stärker waren wie wir in der zweiten Halbzeit, aber ansonsten haben wir das im Griff gehabt und ich fand einfach, ja, wir waren zielstrebiger, galliger auf den Sieg, galliger auf die Tore gefühlt. Und von daher, in meinen Augen, war es ein verdienter Sieg. Wenn auch ein knapper Sieg. Ja, damit ist aus meiner Sicht alles gesagt. Tabelle, wir sind jetzt... Können wir mal eben aufmachen hier. Ja, 2 Punkte vor Leipzig, 3 vor Dortmund. 27 Tore, wir haben den Rekord von Gladbach eingestellt. Da gab es noch keinen Fahr, ja. Weil wir hätten, also also das erste hätte man geben müssen in meinen Augen. Das zweite, ja. Aber komm, lass uns nicht die Diskussion Video Assassins Referee anfangen, Alter. Da könnte ich ein extra Video machen und 2 Stunden drüber ablästern. Ich meine, aktuell geht es noch einigermaßen, weil keine Fans im Stadion sind, aber selbst vom Fernseher ist es lächerlich. Ja, 27:11 Tore. Dortmund hat jetzt nicht mehr die beste Abwehr, dank uns. Vorher hatten sie nur 2 Gegentore. Leipzig hat auch nur 4. Leverkusen hat nur 5. Ja, aber 27 Hütten geschossen. Ich denke, wie ich schon im letzten Video sagte, können wir die 11 Gegentore verschmerzen. Wir haben trotz allem die beste Tordifferenz und ja, es ist doch schön für uns, wenn wir uns ein 3-2 angucken, wie ein 1-0. Und in diesem Sinne, gehen rot-weiße Grüße raus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Guten Start in die neue Woche. Wir haben jetzt erstmal Pause mit dem Bayern-Talk. Ist ja erstmal Länderspiel, von daher hören wir uns erst in 2 Wochen, wa? Ich möchte mal eben auch Spiele. Zu Hause, endlich mal ein Heimspiel. Woo! Spielt im Moment so eine wahnsinnige Rolle gegen Bremen am 21. Also hören wir uns, wer Bock hat, ja, spätestens am 22.11. wieder. Mal gucken, vielleicht haue ich nochmal eine oder andere Reaction raus, aber dazu müsste auch irgendwas passieren. Ich denke mal, jetzt ist erstmal tote Hose, jetzt ist erstmal Nationalmannschaften angesagt. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Tschüss.